Heute möchte ich gerne meine herzlichen Grüße übermitteln an alle, die über das Internet zuhören, die versammelten Lamas, die Geshes und die Nonnen und Mönche in den Klöstern und alle meine Dharma-Freunde. Heute ist der 13. Tag unseres Sommerdharmas. Und indem ich darauf schaue, ist es so, dass der 14. Tag, übermorgen wahrscheinlich der letzte Tag dieser Erläuterung sein. Und ich denke, wir werden also am 14., also übermorgen, mit diesen Unterweisungen hier aufhören. Das wird der 7. September sein, an dem wir dann zu einem Abschluss kommen. Wie ich das bereits vorher gesagt habe, selbst wenn wir vielleicht früher hier aufhören, werden wir dennoch am 11. die Shakyamuni Buddha durchführen, weil ich zwischen diesen beiden Ereignissen schon noch einiges zu tun habe. Ich muss dieses gesamte Ritual, diese Zeremonie nochmal überarbeiten. Und der 10. Tag ist in China zusätzlich, muss ich mich gerade mal genau erinnern, das ist das Mittelherbstfest. Und eine Weile zurück schon, da war ich nicht in der Lage, die Lebensgeschichte des 3. Karmabhas zu geben. Das hätte ich eigentlich dem letzten Vollmond schon darlegen wollen und hätte das dort tun sollen. Und deswegen dachte ich vielleicht, dass ich an diesem Vollmondtage des 7. Monats dann dies nachholen kann. Und während ich darüber spreche, ist es nicht unbedingt notwendig, dass alle dabei anwesend sind. Ich werde es aufzeichnen, so kann man es sich dann jederzeit hinterher anschauen. So, aus diesem Grund muss ich das alles noch vorbereiten und es wird also bisher keine Änderung geben daran an dem Termin der Shakyamuni Buddha. Eine andere besondere Sache, die ich heute vortragen möchte, ist, wir sollten von heute an die Bitte oder den Wunsch von Mipa Rinpoche sprechen. Gyaltsen Rinpoche hat darum gebeten. Wir haben also jetzt nicht so viele Aktivitäten hier. Wir sollten vielleicht unsere Fähigkeiten vergrößern, uns zugänglich zu machen für andere und sollte es eine Bitte von Mipa Rinpoche, dass also die in der Lage ist, andere Leute zu erreichen und sie anzuziehen. Und das wäre eigentlich gut. Und ich will die Klöster dazu anregen, dass sie dies so viel wie möglich sprechen und sollen. Und es ist ein sehr kraftvoller Wunsch. Und wir sollten es auch sprechen, diesen Wunsch, um andere Menschen anzuziehen, um die Lehre des Buddha im Allgemeinen zu nähren und besonders auch die Lehre der Karma Kagyu. Und etwas später möchte ich gerne eine kleine Übermittlung geben davon. Ich habe es auch aufgenommen. Also in der Pause können wir das zusammen mit meiner Aufzeichnung zusammen sprechen. Aber ich habe es auch aufgezeichnet, so als eine Art von Übermittlung oder Übertragung.
So, danach möchte ich heute die Geschichte des ersten Konzils entsprechend der Tradition des großen Kommentars der 100.000 Verse, wo wir an den Punkt angelangt sind, wo Upali dann Vinaya vorsprechen wird. Und bevor wir dazu kommen, wie Upali diese Vinaya-Verse aufsagt, möchte ich etwas über das Leben von Upali selber berichten. Sein Name in Sanskrit ist Upali. Und von den 4 Kasten. In Indien war er damals in der untersten Kaste, der Unberührbaren. Und er war ein Barbier. Und das findet sich hier in einer Quelle, die man sich fragt, was ist die Quelle, darüber überhaupt zu sprechen. Und da gibt es einen Sutra-Text, der heißt Abhinishkramana Sutra, das hier in dem 6. Jahrhundert in das Chinesische übersetzt worden. Das ist ein Sutra, das im 55. Bündel darin, wo auch ein Bericht über die Lebensgeschichte von Upali stattfindet. Und da gibt es auch der Mula-Vastasavada Vinaya-Tradition ein Kapitel über die Spaltung und darin ist auch über Upali die Rede. So, er war also, wie ich bereits gesagt habe, ein Barbier und während er also so seine Haare schnitt und so weiter, war immer sehr aufmerksam und das Bewusstsein war darin eins gerichtet, auch bei dieser Arbeit des Haare Schneidens, sodass alle Leute der höheren Kasten, sogar die Prinzen der Shakya-Kaste, des Shakya-Clans, dann zu ihm gingen, um die Haare bei ihm schneiden zu lassen. Er hatte sogar Buddhas Haare und Bart in der Vergangenheit geschoren, aber nach seinem Erwachen kam der Buddha nach einigen Jahren zurück in seine Heimatgegend nach Kapilavastu. Und Upalis Mutter nahm ihn also bei der Hand, um mit ihm zusammen zu Buddha zu gehen, zu Buddha zu bringen. Zu dieser Zeit hatte Upali erneut die Gelegenheit, Buddhas Haare zu schneiden oder zu scheren. Für Upali war das was ganz anderes, mit dem Buddha hier die Haare zu schneiden, weil der Buddha jetzt hier vollkommenes Erwachen erlangt hatte und er war jemand, er war von allen hochgeachtet und mit großer Einsicht ausgestattet. Und für jemanden von der niedrigen Kaste war das etwas sehr Schwieriges. Er aus der Shudra-Kaste war deshalb von sehr befangen oder hatte so ein bisschen Angst oder Zittern und hat sich da verneigt. Und während er so die Haare des Buddha schnitt, hat Upalis Mutter gefragt, wie macht er das? Wie tut mein Sohn hier deine Haare schneiden? Macht er das richtig? Ist das okay? Der Buddha sprach, ja, das ist eine sehr gute Art, wie er das macht. Aber während er das tut, ist sein Körper so ein bisschen zu sehr nach vorne gebeugt. Und die Mutter sprach dann, Upali, wenn du des Buddhas Haare schneidest, dann beug dich nicht zu weit nach vorne, dann störst du den Buddha. So, das heißt, dass Upali sich sofort aufrichtete und in dem Moment die ersten Dhyana-Zustand automatisch erreichte. Ganz einfach war es hier wirklich in
Zustand einzutreten. Einige Minuten später sagte seine Mutter, na, wie geht es jetzt? Was macht seine Haare schneiden? Fragte sie den Buddha. Sehr gut, sagte der Buddha, sehr, sehr gut. Aber jetzt beugt er sich ein bisschen im Rücken zu weit nach hinten. Und Palis Mutter hat daraufhin gesagt, Pali, du bückst dich zu weit nach hinten und störst den Buddha damit. Und Pali hat sich dann sofort aufgerichtet und hat seine Position angepasst und hat sofort den zweiten Dhyana-Zustand stabiler Bewusstheit darin erreicht. Ein bisschen später fragte die Mutter den Buddha erneut, wie läuft es jetzt? Wie macht er seine Arbeit? Und er war ja ganz nicht nah am Buddha dran, da sagte der Buddha, er atmet zu heftig ein. Wenn er einatmet, das ist nur etwas zu heftig. Und die Mutter ist sofort dann zu dem Sohn gegangen und hat ihm gesagt, nächstes Mal, wenn du einatmest, sie solltest da nicht so voller Angst sein, die sollst sie entspannen und du solltest ja nicht so heftig einatmen. Und in diesem Moment heißt es, hat er sofort den dritten Dhyana-Zustand stabiler Bewusstheit erlangt. Und wie zuvor fragte sie den Buddha nach einer Weile wieder, wie macht das jetzt, ist das alles gut? Und dann der Buddha sagte, zuvor hat er zu stark eingeatmet und jetzt tut er zu stark ausatmen. Und Pali sprach dann wieder zu ihrem Sohn und hat ihn darauf hingewiesen und sofort hat er den vierten Dhyana-Zustand stabiler Bewusstheit erreicht. Und dann an diesem Punkt hat der Buddha so schnell den Bhikshus umhin darauf hingewiesen, nehmt schnell dem Upali das Messer aus, der wird gleich auf den Boden fallen, weil er den vierten Dhyana-Zustand erreicht hat, dieser junge Mann. Sofort hat Upalis Mutter dann das Messer aus der Hand ihres Sohnes genommen und ihn festgehalten. So, während der Buddha hier von Upali den Kopf geschoren bekam, haben schon ein paar wenige Hinweise auf die Körperhaltung ausgereicht, um ihn in diese Dhyani-Zustände eintreten zu lassen, was sonst normalerweise überhaupt nicht einfach ist. Danach war der Buddha in Kapilavastu, um öffentlich zu unterweisen. Und alle die Herren und Prinzen des Shakya-Clans sahen die unübertreffbare Wahrheit durch alles dies und hatten ein großes Gefallen und Freude, die sie erfasste, und wünschten, den Prozess der Bestwerdung zu durchschreiten. Und so wie es in der Übersetzung dessen in der Mulla Savastivada, wie in der Tradition im Tibetischen heißt, hat der König Shuddhodana seinem Barbier Upali die Anweisung gegeben, du solltest nach dem Banyam Park dort gehen und du sollst die Köpfe der Shakyas Königs Bhadraka scheren. Und wer ist also hier der Bhadraka? Also zunächst mal war der König Shuddhodana, der aber in der Gegenwart des Buddha die Wahrheit zu sehen kam, und dann hat er seinen Königsstatus aus seinem Bruder gegeben, Shuddhodana. Und dann war aber auch Shuddhodana jemand, der diese Wahrheit einsehen konnte und hat dann genauso sein Königreich verlassen und abgelegt, seinen Königsstatus, und hat ihn Dronodana gegeben. Und dem ging es genauso. Der hat es an Amritodana gegeben. Und auch dieser sah die Wahrheit. Und dann haben sie überlegt, wem soll ich jetzt das Königreich übergeben? Und dann haben sie es miteinander diskutiert und haben dann besprochen, dass sie es zu Shuddhodanas Sohn übergeben sollten, nämlich Bhadraka. Und so wurde Bhadraka also der König der Shakyas.
Und der ganze Rest, der übrigen 500 Shakyas. Aber später wollte auch Bhadraka zusammen mit diesem Status erreichen. Er wollte auch gerne Bestwerdung beschreiten. Und es schien so, als ob dann zu dieser Zeit alle eigentlich in dem Shakya-Clan sich in diesem Wege anschlossen und der ganze Königskaste leer wurde. Also da werden immer wieder von 500 Shakyas die Rede, also wie auch immer es waren, also ganz viele der oberen Kaste, der Königskaste, die hier ihrem Bewusstsein darauf richteten, sich selber auch diesem Prozess der Bestwertung zu unterziehen. Und Upali war also derjenige, der allen den Kopf scheren sollte. Und da war also erstmal König Bhadraka, dessen Haare er schneiden sollte. Und während er König Bhadrakas Kopf scheren konnte, war er sehr traurig und begann zu weinen und zu seufzen. Und Bhadrakas hat das gesehen und hat ihn herangeholt und gesagt, was ist denn los? Warum weinst du? Weil er war immer der Barbier des Königs gewesen. Warum weinst du? Und worüber bist du heute so traurig? Und Upali hat sich sofort hingekniet vor dem König und gesprochen. Und sagt dann, in der Vergangenheit hatte ich die Gelegenheit, all die Höchsten der Menschen hier, einschließlich dich selber hier, zu bedienen. Und wenn jetzt alle diese guten Könige hier die Bestwerdung durchschreiten und dann bin ich ja schutzlos zurückgelassen, ohne Schützer und Zuflucht. Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich hier einem schlechten König dienen muss. Und als Bhadraka das hörte, sagte er, ich habe gar nicht gewusst, dass du solche reine Gedanken mir gegenüber hast. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde dafür Sorge tragen, dass du nicht unter einem schlechten König dienen musst. Und Upali führt sofort des Königs Haare oder seinen Kopf zu scheren. Und nachdem er damit zu Ende gekommen war, hat der König ein weißes Tuch ausbreiten lassen an der Seite und hat zu den 500 anderen Shakyans gesagt, hört mal alle her. Also Upali hier hat uns hier schon seit langer Zeit gedient und ist ein sehr armer Mensch. Und lasst uns, wir Shakyas, hier uns in die Reihe stellen und unsere ganzen verbliebenen, unsere Obergewänder, unsere Juwelenschmuck und alle diese ganzen Dinge hier auf dieses weiße Tuch lesen. Und alles, was wir noch an Dingen an unserem Körper tragen, die wir nicht mehr brauchen. Wir werden die Bestwertung vollziehen und dann brauchen wir alle diese Sachen nicht mehr. Wir brauchen keine gewöhnlichen Privatleute-Kleider mehr und all diese Dinge. Und dann ist doch besser, wir geben sie gleich zu Upali. Und so sprach er und sofort haben sich alle Shakyas. Sie haben natürlich nicht die Unterkleider, Untergewänder ausgezogen, sonst wären sie ja nackt gewesen, aber all die anderen Obergewänder haben sie auf einen Haufen gelegt und haben sie alle Upali übergeben. Und so hat dann Upali weiter fortgefahren, den Kopf eines jeden zu scheren. Natürlich ist klar, dass er sich den Kopf gewaschen hat und richtig geschoren und er war wirklich arm und er war von der allerärmsten und der untersten Kaste und er hat noch niemals in seinem ganzen Leben den Traum gehabt, dass er so viel Wohlstand werde erwerben können. Das ist ihm nicht mehr im Traum in den Sinn gekommen. Eine normale Person wäre davon auf allerhöchste erfreut und hätte alle das mitgenommen und nach Hause getragen. Aber Upali war anders als andere Leute. Er hatte eine sehr tiefe Weise, das anzuschauen. Er dachte, alle diese 500 Shakyas sind all die Herren. Sie sind die besten Leute hier in diesem Staat, in Kapilavastu. Als dieser König
Bhadrana und alle die vielen Prinzen und so weiter, sie geben all ihre Macht, sie geben auf ihre Paläste, sie geben ihre Frauen auf ihre Juwelen auf und ihre Obergewänder und alles, um nur den Prozess der Bestwerdung zu durchschreiten. Und wenn ich jetzt hier dann an diesem ganzen Juwelenkram anklebe, das wäre doch nicht richtig. Ich bin eigentlich ein ganz armer Mensch und ich sollte... Und was soll ich machen? Er war etwas nachdenklich und hat seinen Kopf in die Hände gestützt und darüber nachgedacht. Ich bin hier in die niedrigste Kaste geboren. Und es ist so, wenn ich nicht so in einer Niederkaste wäre, dann könnte ich auch die Bestwertung durchschreiten und dann Arahat werden. Aber weil ich so in einer niedrigen Kaste geboren bin, bin ich unfähig für diese Bestwertung. Weil die waren nicht in der Lage, die Brahmanen-Rituale durchzuführen und sie waren überhaupt nicht in der Lage, all die Dinge des Dharma zu tun. Und so war er sehr traurig darüber. Wie es heißt es, der Buddha zu 3 Zeiten am Tag und zu 3 Zeiten in der Nacht sich die Situation aller Lebewesen anschaut. Jede Lebenssituation aller Lebewesen sich anschaut. Da schaut er 3 Zeiten am Tag und zu 3 Zeiten in der Nacht, wie es den Lebewesen geht und wie jedem Einzelnen ergeht. Und so sind auch die Arhats auch in der Lage, genau das Gleiche zu sehen. Wie es den Lebewesen in Samsara geht. Natürlich. So, sie schauen, wo sind meine Bekannten und so weiter. Wenn wir darüber nachdenken, dann denken wir darüber nach, wie vielleicht so die Leute, unsere Freunde in irgendeinem Haus sind und so weiter. Wir haben keinen Gedanken daran. Aber diese Arhats und der Buddha, die waren in der Lage, sie direkt zu sehen mit ihrer Kraft, ihrer Hellsicht, so als ob sie mit den Augen selber sehen könnten. Und so war es so zu dieser Zeit, dass der Shariputra genau wusste, was Upali dort am Grübeln war, und er ging zu ihm und sagte, was ist mit dir los? Und sprach, warum sitzt du da und bist so traurig und hältst deinen Kopf in deinen Händen? Ehrwürdiger, sagt Upali, ich kann eigentlich nichts anderes tun, als mir Sorgen zu machen. Heute ist König Bhadrakam mit seinen 500 Chakyas auf dem Weg dazu, all ihre Macht und ihre Paläste und ihre Frauen und ihren ganzen unvorstellbaren Reichtum allen aufzugeben, um dem Bestwertung zu durchschreiten. Ich soll hier an diesen Dingen ankleben hier und dann weiter das Karma ansammeln, um weiter in die niedrigen Lebensbereiche zu gehen. Wenn ich nicht in diese Niederkaste geboren wäre, dann könnte ich auch Bestwertung durchschreiten und ich könnte eifrig sein und Arahat-Zustand erreichen. Und Shariputra sagte, in dem Dharma des Buddha gibt es da keinerlei Unterschied zwischen Leuten, die aus der niederen Kaste kommen oder einem Clan oder welche Art ihrer Bildung ist oder und so weiter. Wenn du wirklich den Wunsch in deinem Herzen hegst, diese Bestwertung zu erleben, dann solltest du für dich vollständig ordinieren lassen und du solltest mit mir zu dem Buddha gehen und ihn deswegen befragen. Und der Buddha wird dich ganz gewiss auch Bestwertung durchschreiten lassen. Und Upali war darüber sehr erfreut. Er hat all diese Roben und die Juwelen einfach da liegen lassen und hat sich sofort mit Shariputra dahin aufgemacht, den Buddha zu sehen. So, das ungefähr hat das alles so zurückgelassen, wie wenn man irgendwo hingespuckt hat. Wenn man irgendwo hingespuckt hat, dann schauen wir normalerweise auch nicht danach, wie es unserer Spucke geht, die wir da eben hingespuckt haben. Und so hat er alles das zurückgelassen, ist sofort mit ihm zu Buddha gegangen, hat sich zu Buddhas Füßen verneigt. Shariputra hat sich vor dem Buddha verneigt und hat ihm erklärt, dass Upali gerne hier auch Bestwertung durchschreiten möchte. Er möchte gerne ein Bhikshu werden. Bitte schau mit deinem Mitgefühl auf ihn und gebe ihm diese Möglichkeit. Und der Buddha sprach sofort, komm her.
So, das ist die Art und Weise, wie man diese Vorsätze übernimmt. Er sagt, komm herüber, komm herüber. Das heißt so viel, es ist okay, dass du diese geregelte Lebensweise übernimmst. Und sofort. Und in diesem, sofort wie er da sprach, war Opalis, hatte normalerweise auch Haare, aber sofort waren plötzlich die Haare von ihm abgefallen, auch sein Bart war von ihm abgefallen und plötzlich war er in Roben gekleidet, sofort in einem Moment. Seine gewöhnlichen Kleider waren plötzlich verschwunden, er war plötzlich in Roben gekleidet. Er sah plötzlich so aus wie jemand, der für 7 Tage lang schon die Ordinierung durchlebt hat. Und normalerweise ist es so, wenn jemand also gerade diesen Prozess durchschreitet und der letztlich in die weltlichen Kleidung abgelegt hat und in die neuen Kleidung eines Bhikshu auftritt, dann ist das irgendwie zuerst mal ein komisches Gefühl. Aber so nach 7 Tagen hat man sich daran gewöhnt und dann ist das alles so wie ganz natürlich. Und so war das bei ihm sofort im ersten Moment ganz natürlicherweise auch sofort in diese Roben gekleidet und seine Haare und beim Bart war weg. Und zuvor waren die anderen alle vorbereitet dafür, damit sie dieses Ritual durchführen. Aber er war so schnell dann eben zum Buddha vorher gegangen. Und in einem Moment, wo der Buddha sagt, komm herüber zu mir und das ist okay für dich, da war er sofort in dieser Kleidung und so weiter, auf völligen Ordination erschienen. Und dann kamen die anderen alle, die Shakya-König, der Bhadraka und den 500 Shakyas, die auf diesem Prozesse waren. Sie haben sich dann zu dem Buddha gegeben, haben diese Bitte an Buddha herangetragen und sie haben sich vor ihm verneigt und dann sollten sie, nachdem sie diesen Prozess durchschritten haben, sich weiter verneigen vor all den anderen älteren Mönchen. Als der Bhadraka dann, als sich so verneigte, dann hat er plötzlich Upali erkannt und dann war gerade dabei, sich vor Upali zu verneigen. Und dann ist er wieder aufgestanden und hat gesagt, das ist doch Upali, das ist mein Diener. Ich habe zuerst nicht auf sein Gesicht geschaut, aber dann sagt er, warte mal, das ist doch Upali, der da vor mir steht. Und sofort hat er gedacht, hat er sich wieder aufgerichtet und hat gesagt, und hat den Buddha gefragt, das ist doch mein Diener, das ist Upali. Muss ich mich wirklich vor ihm verneigen? In der Vergangenheit war er mein Diener. Der ist ja von der untersten Kaste mein Diener gewesen. Und ich bin der König der Shakyas gewesen. Und der Buddha sprach zu ihm, wenn wir die Bestwertung durchschreiten, dann machen wir das, um Stolz abzulegen. Und weil wir den Stolz ablegen müssen. Und Upali hat die Bestwertung vor dir durchschritten. Deswegen musst du dich vor ihm verneigen. Und sofort war König Bhadrakas Stolz von ihm abgefallen, weil der Buddha ihm solche Art ihm so erklärte und hat sich vor Upali verneigt. Und das heißt, dass der Erdgrund in 6erlei Weisen sich erschüttert. Das war also ein Erdbeben. 7 Male hat der Erdboden gebebt. Und wenn man sagt hier, der Boden habe in 7-fachen Weise gebebt, das ist eine symbolische Weise, weil der König der Shakyas, ein König, hat sich zu den Füßen von jemand verneigt, der untersten Kaste, der Shudra-Kaste angehörte. Das war in Indien undenkbar vorher. So war die Situation damals. Und weil es so eine ungewöhnliche, außerordentlich wichtige Situation war, dann war das so, als ob es ein Erdbeben gegeben hat, ob die Erde 7 Male gebebt habe, so sagt man. Das ist also eine erstaunliche Situation. Das war nicht nur der König, der Bhadraka, sondern auch die 499 anderen Shakyas haben sich vor ihm verneigt. Nur eine Person nicht. Und wer war diese Person? Vielleicht können wir uns denken, wer das sein würde. Es war Devadatta. Wenn wir über Devadatta sprechen, da ist auch Devadatta war auch dabei und er war auch dabei, hier die Bestwertung zu beschreiben. Man war einer der Prinzen in dem Shakya-Clan. Und Devadatta hat sich entschlossen, sich da nicht zu verneigen vor Upali. Und der Buddha sah das und sagte, hier, du musst auch deinen Stolz hinter dir lassen und dich vor Upali verneigen.
Und er sprach, was ist da für Nutzen davon? Was macht das, wenn ich mich vor Upali verneige? Das hilft niemand, das schadet auch niemand, wenn ich das nicht tue. Was soll der Nutzen davon sein? Wem schadet es, wenn ich mich nicht verneige? Besonders in der tibetischen Übersetzung davon heißt es, da wo über die Spaltung die Rede ist, in dieser Mulla Savastivada Überlieferung in dem Tibetischen, das heißt, sagt er, wenn ich mich nicht vor ihm verneige, wie würde das dich verletzen? Wenn ich mich nicht vor ihm verneige, dann wie schadet es ja? Also ich werde mich nicht verneigen. Das war das erste Mal, dass Devadatta hier sich gegen den Rat des Buddha auflehnte. Er hatte das vorher auch schon getan, aber jetzt nach dem Buddha, nachdem die Buddha das Erwachen erlangte, hat er zu dieser Zeit, es war das erste Mal, nachdem er schon Zuflucht genommen hatte und so weiter, dass er sich auflehnte gegen die Anordnung des Buddha. Und zu der Zeit waren da die Bhikshus, die sich darüber wunderten, was der Grund war, dass die Erde gebebt habe, als der König Bhadraka sich vor Upali verneigte. Und der Buddha fragten den Buddha, was das damit auf sich habe. Und der Buddha sprach dazu, das ist nicht nur, dass die 499 Shakya sich vor Upali verneigen. Das hat zu tun mit den vielen anderen früheren Lebenszeiten von Upali, die damit verbunden sind. Darüber kann ich jetzt aber nicht sprechen. In jedem Fall war Upali derjenige, der also die Bestwertung durchschritt, und er war von der untersten Kaste gewesen, und nachdem er diesen Schritt vollzogen habe, hat er alle Vinaya-Regeln des geregelten Lebens in vollständiger Weise eingehalten. Und er hat sie niemals ein einziges dieser Regeln des Buddha verletzt, und er hat es in solch hervorragender Weise getan, dass man ihn gewissermaßen als den Träger der Vinaya-Regeln bezeichnet hat. Und wenn immer die Mönche irgendwie eine Frage hatte, dann sind sie zu Upali gegangen, um ihn über Vinaya zu befragen. Das war der Hintergrund. Dann gibt es noch aus dem 4. Jahrhundert, in das Chinesische übersetzten Sutra aus den aus den 4 Agamas, die von Fa Hien übersetzt waren. Das Chinesische ist aus den Zahlen angeordneten Sutras des Buddha. Darin heißt es, der hier nicht in dem Bereich des Begierdebereichs verweilen konnte, sondern nicht zwischen Menschen, sondern in einem Götterbereich, das war der Bhikshu, der Gavampi. Und dann der alle Zweifel beseitigt hat mit seiner grenzenlosen Weisheit, ist der Bhikshu Shariputra. Und derjenige, der mit seinem göttlichen Auge alles sehen konnte in den 10 Richtungen, das war der Bhikshu Maudgalyalaya. Und derjenige, der alle Härten durchlebte und die 12 Arten von Qualitäten dieses Übung durchschreiten konnte, war der Bhikshu Mahakashapa. Und derjenige, der mit großem Respekt und tiefer Wertschätzung alle Vinaya-Regeln eingehalten hat und niemand eine einzige verletzt hat, das war der Bhikshu Upali. Und der unter den Schülern, der Größte war, der alle richtigen Zeitpunkte wusste, der die Dinge wusste und der unbeeinflusst war beeinträchtigt von irgendetwas, der niemals irgendetwas vergessen hat und der die größte Art von Training durchlaufen ist und der so geduldig ist, der Bhikshu mit dem Namen Ananda. So, da gibt es noch ein paar andere Geschichten, über die großartigen Schüler des Buddha. Ich habe diese, und das war also zugleich auch eine Aufzählung aus diesen 4 Agamas darin, die darüber Kunde gibt, was für Qualitäten die großartigen Schüler des Buddha haben und wer alles darunter zu rechnen war. Und dass eben da Mahakashapa mit diese ganzen Härten durchlaufen hat und eben wie auch eben
Bhikshu Upali eben derjenige war, der niemals irgendeine Regel verletzt hat fürs Vinaya. Und ganz viel ist auch über Ananda, welche großartigen Eigenschaften. Das war etwas, was ich gerne mit euch hier heute teilen wollte. Dann gibt es aber noch eine andere Geschichte über Upali, die ich gerne hier mitteilen möchte. Da war eine Zeit, wo ein Bhikshu sehr krank wurde und der Arzt, der ihn betreute und versuchte, Heilmittel zu finden, er sagte, er muss unbedingt Alkohol trinken. Das ist die Medizin für ihn. Das ist das, was ihn heilen wird. Und der Bhikshu sagte, nein, selbst wenn es mein Leben kostet, ich werde mich nicht gegen die Regel, keinen Alkohol zu trinken, hier auflehnen und ich werde diese Regeln auf jeden Fall beachten, selbst wenn ich dabei sterben werde. Und der Upali hat davon gehört und er ist, wie da keine andere Weise gibt, ihn zu heilen und ist zum Buddha gegangen und hat mit ihm gesprochen. Also dieser Bhikshu soll nur durch Alkohol heilbar sein. Und was soll man tun? Das ist ja verboten. Und dann hat Buddha gesagt, hat zu Upali gesagt, dass wenn es hier jemand aus Gründen der Medizin einen Alkohol zu sich nimmt, dann ist das erlaubt. Und es steht keine Anweisung darüber, wie viel Alkohol und wie genau die Umstände sind, aber Upali hat dann hier diesen Alkohol genommen und hat ihn zu dem kranken Bhikshu gebracht und er wurde dadurch geheilt und weil er dabei auch Unterweisungen des Dharma von Upali empfing, hat er dadurch Arahat-Zustand erreicht und er hat dann, als der Buddha davon hörte, hat er Upali sehr gepriesen und hat gesagt, dass Upali ist jemand, der nicht nur die Regeln des Vinaya-Lebens einhält, sondern er ist auch genau jemand, der genau versteht, was, wann, wie, wo erlaubt ist und was nicht erlaubt ist in dem Vinaya. Er hat all die schweren Punkte verstanden. Hat sofort verstanden, was in der einen Situation gut und richtig ist zu tun, was in der anderen eben nicht so richtig ist. Er hat all diese Varianten, diese verschiedenen Anteile daran ganz richtig verstanden. Nach des Parinirvana des Buddha, wenn also als die Situation gab, wo Mahakashyapa mit all den anderen dieses erste Konzil abhalten wollte, da gab es die verschiedenen Schwierigkeiten mit Ananda, ob er da erlaubt sei und so weiter, bevor er dazu gebeten wurde, die Sutras zusammenzustellen und in die Ränge dieses Konzils mit aufgenommen zu werden. Aber da gab es überhaupt keinen Streit darüber und Meinungsverschiedenheiten über Upali, dass das der Beste war, der den Dharma hier wisse über und die geeignete Person Vinaya zu sprechen. Und so war da der Wunsch des Sangha, dass Upali auf dem Thron sitzen möge und dann genau die verschiedenen Punkte und die Zeitpunkte und die einzelnen Umstände und die Gründe für die Vinaya-Regeln aufzuzählen und das für jede einzelne Regel, die der Buddha je gemacht habe. Und darüber hinaus sollte er also diese Punkte erklären, rein von seinem Gedächtnis her. Und wenn wir also heutzutage den gesamten Korb der Vinaya-Regeln haben, dann ist das die Güte Upalis letztlich, der all dies hat ebenso aufsagen zu können. Und ich dachte, vielleicht ist es gut, hier etwas heranzuführen, um die Bedeutsamkeit des Vinaya zu zeigen. Und da ist eine Passage, die aus dem Samantapasadika Sutra, die einem gut wohlbekannten Vinaya-Kommentar, der auf den großen Meister Buddhaghosa zurückgeht, und da heißt es darin, der Korb der Vinaya, Pitaka, also ist die Lebenskraft des echten Dharma. Und solange dieses Vinaya verbleibt, solange wird auch Dharma verbleiben. Das ist eine grobe Übersetzung davon. Im Tibetischen, in der Mula-Sarvastra Vada-Tradition, da gibt es den Uttara Grantha, einen Bericht darüber, den tibetische Lehrer häufig sprechen. Und das findet sich auch in der chinesischen Tradition des Mula-Sarvastra in den 100 den Ritualen für die 101 Handlungs. Und darin heißt es, Ehrwürdiger, fragte Upali, wie können wir wissen, ob
ob etwas echtes Dharma ist und wann können wir wissen, wann Dharma verschwunden ist. Und die Antwort war, es sagte der Buddha, Dharma ist immer dann anwesend, solange die Vinaya-Handlungen noch vorhanden sind und sie nachdrücklich auch durchgeführt werden. Wenn die Handlungen, diese Vinaya-Zeremonien, wenn sie durchgeführt werden und mit Nachdruck, dann ist echter Dharma noch da. Und wenn diese Handlungen, diese Zeremonien nicht durchgeführt werden und nicht mehr nachdrücklich eingehalten wird, dann ist echter Dharma auch verschwunden. Das heißt, solange die Leute in richtiger Weise Dharma üben solange sie das nach alledem richten, dann ist da echter Dharma da. Wenn die Leute aber sich nicht mehr so richtig darum kümmern, sie nicht mehr ausüben und auch die verschiedenen Einzelheiten nicht mehr so genau nehmen und das nicht so beachten und dann nicht darüber Obacht walten lassen, dann ist echter Dharma nicht mehr zugänglich. Jetzt kommt unsere Pause. Bevor wir jetzt zu dieser Pause kommen, möchte ich die Übermittlung geben. Agama, mündliche Überlieferung für das ist der Wunsch dafür, andere Lebewesen einzuladen. ramjamza songwan gala zoro kyube songwan deru jingi chodunguru dugu beda thome wangdo chibunguru cheba arab se sayuen da dumbi se jile dimingbe bewa soa tamna khasa suyaronde wangge lebi chidre samari rupa demeso tamarla chidi shaba melungla kholo jegen rubo mangala laso tangele pasin kaman sultama shai. Okay, jetzt haben wir 30 Minuten Pause. Das war die Übermittlung für die Bitte oder den Wunsch, andere Lebewesen einzuladen, durch Gyu Mipam Rinpoche verfasst. 다들 샴리야 모두니 주어 제발라. So, was ich jetzt im Anschluss daran hier vortragen möchte, mal in Fortsetzung dessen, was wir zuvor besprochen haben. Jetzt bin ich kurz durch die Lebensgeschichte Upalis gegangen und möchte jetzt dazu kommen, was mit dem Vortragen des Vinaya durch Upali zusammenhängt. Wie es in dem großen Kommentar über die 100.000 Verse darin aufgeführt ist, und da heißt es, zu dieser Zeit sprachen die Arhats. Wer ist derjenige, der am meisten gelehrt ist in dem, was das geregelte Leben Vinaya bedeutet, und wer wäre in der Lage, das alles vorzutragen? Und alle sagten, der Ältere, Upali, ist derjenige. Und er ist der Beste, der dafür geeignet ist. Alle sprachen dieser Art. Unter den 500 Arhats ist derjenige, der am besten darüber Bescheid sagt. Wir müssen ihn bitten. Und so haben sie ihn eingeladen, weil er auch natürlich unter den 500 anwesend war dort, und haben gesagt, bitte setz dich dort auf diesen Löwenthron und sprich zu uns, wann der Buddha die erste Regel des Vinaya aufgestellt hat. Und Prada verfuhr so, wie die ihn gebeten haben, saß auf dem Löwenthron und sprach,
So habe ich gehört, zu einer Zeit, als der Bhagavan in Vaishali weilte, dann gab es diesen Vorfall mit dem Sohn von Kalandaka, Sudatta, und er hat sich in die unkeuschen Verhalten begangen und das war die erste Übertretung und deswegen gab es die erste Regel und so waren dann die 500, die 250, die Vergehen, die 7 Damas und die 8 großen Damas und so weiter und die Bhikshuni waren dabei ja und auch die verschiedenen Arten von Aufführungen in den kleineren Diskursen und des Sutra von Upalis Fragen und die feineren Punkte des geregelten Lebens und die Unterscheidungen Vibhanga und die feinen Punkte und all dies wurde in dieser Weise die 80 verschiedenen Gruppen der Abteilungen dieses Korps von Vinaya wurden dann so gesprochen. Und nachdem alle diese 3 Körper, die 3 Pitakas in dieser Weise vervollständigt waren, dann heißt es, dann haben Götterwesen, Maras, Nagas und die verschiedenen Göttinnen diese Versammlung gepriesen. Sie mit dem Regen von Opfergegenständen und süßem Duft von Blumen überschüttet und haben ihnen Schirme und Banner und göttliche Roben und so weiter dargebracht. Und sie haben einen Vers gesprochen. Und der Vers war hier, in dem sie sagten, voll Mitgefühl für Wesen in dieser unsicheren Welt habt ihr in 3 Körben Buddhas Wort gesammelt. Voll mit 10-fach Kraft hat der Allwissende Pragya Vernunft erhellend, Leuchtflamme entzündet. Und das ist der Bericht, wie er in dem großen Kommentar über die 100.000 Verse, verfasst von Nagarjuna, dort aufführt. Und dann gibt es auch noch die chinesische Zusammenstellung über die Lebensgeschichten der Lehrer, der Gurus. Und darin gibt es aus dem Mahasanghika Vinaya einen Bericht, das heißt nach das Buddha Parinirvana, in einer Höhle, die Pipale Guha Höhle genannt ist, haben sie sich getroffen, um als erstes Konzil abzuhalten, um die 3 Körper des Dharma darin zu sammeln. Und Ananda hat die Sutras vorgetragen, Mahakashapa hat die verschiedenen Abhandlungen, also Abhidharma gesprochen, Upali hat Vinaya vorgetragen. Und das ist die Sthaviravada-Tradition. Wenn wir also von Sthaviravada sprechen, dann ist das darüber, was hier in solcher Weise erfolgt ist. Und danach haben noch 1000 ehrwürdige Menschenwesen dann Dharma zusammengetragen und außerhalb der Höhle und das ist dann die Mahasanghika-Tradition. Also nach der Mahasanghika-Tradition gab es 2 solche Zusammentreffen, einmal in der Höhle und außerhalb der Höhle. Und in der Höhle wurden sie von Mahakashapa angeführt und haben darin ein Konzil abgehalten. Und außerhalb der Höhle waren andere, die auch ein solches Konzil abhielten. Und das ist dann Mahasanghika genannt. In jedem Fall aber war Vinaya von beiden zusammengetragen, gemeinsam als Sangha Vinaya bezeichnet. Das ist die Grundlage für all die 18 verschiedenen Lehrtraditionen, die sie später entfaltet haben. In dem gleichen Text über die Lehrer und die Lebensabfolge der Lehrer heißt es aus einem Zitat aus einem Sutra des Buddha, über die geschickten Mittel des Buddha, um seine Güte zurückzuhaben. Da gibt es eine Übersetzung davon, in Tibetisch übersetzt, eine Weile zurück. Aber dieses Zitat aus diesem ist unvollständig in der tibetischen Übersetzung. Und ich möchte gerne ein bisschen auffüllen, was da in dem Tibetischen nicht erhalten ist. Und ich möchte das hier kurz zeigen, aus der chinesischen Tradition, also ergänzt. Augenblick, das war noch nicht ganz richtig.
Also von diesem Kapitel über Upali, das im Sutra genommen, das über die geschickten Mittel des Buddha und die Art und Weise, wie man seine Güte zurückzahlen handelt. Und das heißt in tibetischer Tradition ein bisschen anders genannt. Vielleicht ist auch ein Fehler passiert. Ich weiß nicht, ob es ein Schreibfehler war oder ein Übersetzungsfehler, in jedem Fall. Aber es sollte eigentlich als das Kapitel von Upali benannt sein. Und darin heißt es, so habe ich gesagt, das ist ja mal die Frage und Antwort darauf. Und dann ist, wenn man sagt, so habe ich gehört, wenn ich sage, ich habe es gehört, dann bedeutet das, dann nach dem Parinirvana des Buddha, wenn man dann sagt, ich habe gehört, dass nach seinem Fortgehen war, so haben diejenigen, die also den Dharma hier zusammengetragen haben, die drei Körper zusammengestellt haben, sie haben gesagt, ich habe es so gehört. Das ist ihre Art und Weise, wie sie damals geredet haben, wie sie das vorgetragen haben. Aber Ananda, so heißt es, war sehr geschickt. Nun, von dem Zeitpunkt aus betrachtet, wo also dieses Konzil stattfand, um die Worte des Buddha zusammenzutragen, also nach dem Parinirvana des Buddha, wenn dann Ananda sagt, so habe ich gehört, dann gab es aber doch zu dem Zeitpunkt erst, wo Ananda, bevor er der Gehilfe des Buddha wurde, sind da viele Jahre schon verstrichen. Es ist also durchaus möglich, dass Ananda nicht alle Dharmas des Buddha gehört hat. Also wie kann er dann sagen, wenn er alle vorträgt, ich habe gehört? Das ist die Frage, die hier entstanden ist. Das ist also die Frage und die Antwort darauf, so heißt es hier. Da gibt es viele verschiedene Arten, wie man das erklären kann. Eine davon ist, das heißt es, dass die Götter zueinander gesprochen haben. So ist es gesagt. Also die Götter haben eben eingeflüstert gewissermaßen und gesagt, der Buddha hat dies und jener Weise gesprochen. Eine andere Erklärung aber darüber ist, dass Ananda, dass wenn der Buddha in Samadhi eintrat, dann sozusagen die Bewusstseinszustand gewöhnlicher Menschen in den Bewusstseinszustand gewöhnlicher Menschen eintragen, dann war Ananda in der Lage, so zu lehren wie der Buddha. Das war die Kraft des Samadhi des Buddha. Und eine andere Erklärung heißt, dass er es von den anderen Bhikshus gehört habe. Und dann wieder eine andere Erklärung sagt, also bevor er überhaupt der Gehilfe des Buddha wurde, hat er den Buddha gebeten, ihm einige Bedingungen zu erfüllen. Und diese Bedingungen waren der Art, dass er sagte, dass man zum Beispiel der Buddha ihm nicht seine alten Roben geben dürfe und dass er dann, wenn Buddha eingeladen war, ihn nicht damit zu diesen Einladungen mitnehmen dürfe und dass er auch überhaupt, wenn er um Dharma gebeten habe, dann, dass es nicht dafür Essen und Trinken war. Das war, um das klarzumachen, dass seine ganze Absicht hier war, den Buddha zu unterstützen durch Dharma, und wenn dann die Gelegenheit war, wo die Mönche sonst normalerweise ihn morgens oder abends dann zu Rate ziehen konnten und den Buddha fragen konnten, dann würde er genauso wie die anderen Mitglieder des Sangha den Buddha treffen und nicht in einer besonderen Weise die Gelegenheit haben, ihn zu jeder Zeit zu treffen. Aber eine Bedingung war auch, der Buddha solle ihm alle Dharmas lehren, die er in den vergangenen 20 Jahren zuvor, also bevor er Gehilfe wurde, gesprochen habe. Das heißt, ihn zu bitten, dass er ihm alle Dharmas, die er je anderswo gesagt habe, alle den Ananda noch einmal darlege. Und das wäre der Hintergrund, warum Ananda die Berechtigung dafür habe, dass er sagen kann, also habe ich gehört. Das ist die Voraussetzung dafür, dass er mit diesem Worte, ich habe einst so gehört, sprechen kann. Weil der Buddha ihm alles das nochmal erklärt habe, was er je irgendwo gelehrt habe. Das sind einige wichtige Punkte dabei, denke ich. Und gerade in diesem Sutra, das über das Rückzahlen der Güte des Buddha berichtet,
ist davon die Rede. Das war also jetzt keine vollständige Übersetzung davon. In jedem Fall habe ich hier darüber gesprochen, wie dieses erste Konzil beschrieben ist, auf zwei verschiedene Weisen, hauptsächlich einmal in der Art und Weise, wie es aus dem viergliedrigen Vinaya erklärt wird und dann eben auch als zweites gegründet auf den großen Kommentar über die 100.000 Verse, verfasst von Nagarjuna, und grundsätzlich gibt es natürlich viele verschiedene Berichte über dieses erste Konzil und die sind nicht in jeder Hinsicht übereinstimmend. Es gibt kleinere Unterschiede, aber die beiden bereits eben genannten waren die am meisten bekannten, und das sind besonders das über die aus der vielgliedrigen Art des Vinaya und des großen Kommentars zu den 100.000 Versen scheinen mehr verlässlich und eine gute Grundlage. Deswegen habe ich sie hier genommen, um daraus zu berichten. Jetzt möchte ich ganz kurz und auf grobe Weise ein bisschen darüber sprechen, wieso die gegenwärtigen Gelehrten, dann Wissenschaftler, dieses erste Konzil betrachten. So, die Gelehrten der heutigen Zeit, die Wissenschaftler, wenn man schaut, wie sie darüber sprechen, gibt es hauptsächlich 3 Punkte. Das erste war sozusagen die Frage, was ist das Ziel des ersten Konzils gewesen, was war der Ort des Konzils gewesen und wer hat an diesem Konzil teilgenommen. Das sind die 3 Punkte, die ich kurz berühren möchte. Zu sprechen von dem Ziel, der Absicht dieses Konzils, was sollte damit bewerkstelligt werden. Und da gibt es 3 verschiedene Meinungen darüber, die hier zu finden sind. Und die erste heißt, dass nach des Buddha Parinirvana einige Leute darüber hämisch, schadenfroh waren und dass Mahakashapa deshalb alle Anweisungen des Buddha zusammengetragen hat, um die Lehre des Buddha weiter bestehen zu lassen. Das ist die erste Begründung. Der Vorrangige, der darüber spricht, ist der japanische Gelehrte Omata Kyokei, der darüber Folgendes sagt, wenn wir uns hier Gedanken machen darüber, was in dem ersten Konzil geschehen war, um diese Zeit herum, dann liegt die Vermutung nahe, dass nach des Buddha Parinirvana Mahakashapa und die 500 Bhikshus, die von der Gegend von Pava nach Kushinaga unterwegs waren, dort eben solche getroffen haben, die nicht Schüler des Buddha waren, mit Blumen in der Hand. Und ein französischer Gelehrter, Etienne Lamotte, sagt dazu, dass eben diese Personen, die er da traf, dass das hier Ajivika war. Es waren Schüler der Ajivika-Gruppe und so. Jedenfalls unter jenen war auch ein Jain, ja, und erst von ihnen hat dann Mahakashapa die Information erhalten, dass der Buddha bereits 7 Tage zuvor in Parinirvana gegangen war. Und als diese Kunde sich dann umsprach, dann war das für diejenigen, die bereits frei waren von Begehren und von Zweifeln, dann ein Anlass, sich sofort zu besinnen auf Unbeständigkeit. Und die anderen, die noch nicht frei waren von Begehren und Zweifeln, dass sie damit voller Kummer übermannt darin sich quälten und weinten und die kaum noch sprechen konnten. Und Kashapa wusste an der Stelle nichts anderes, um sie zu beruhigen und ihnen zu helfen, indem er sie darauf hinwies und sagt, ja, es ist die Natur alles zusammengesetzt und das ist unbeständig. Und das Ende von jedem Zusammentreffen ist das Auseinandergehen. Und da war zu dieser Zeit ein Bhikshu, der erst mit hohem Alter eben Bhikshu geworden ist und nach Lamotte heißt es, der Bhikshu war von Namen Upananda. Und in jedem Fall aber war es so, dass dieser Bhikshu da sehr
erfreut schien darüber, dass der Buddha in Paranavada ging, und er hat allen anderen gesagt sofort, als der Buddha noch am Leben war, dann war seine Vinaya, geregelte Art des Lebens, so streng, und wir hatten keine Freiheit, das zu tun, was wir gerne wollten. Und jetzt, von heutigen Tage an, können wir tun, was wir möchten. Und sie sollten sich alle darüber freuen, dass der Buddha endlich in Parinirvana gegangen sei. Als Mahakashyapa das da dachte, oh, sind gerade nur 7 Tage vergangen, dass der Buddha von uns gegangen ist. Und dann haben wir so einen dummen Bhikshu, der schon solche verwirrten Dinge daherredet. Und wenn wir dann noch länger zuwarten, dann werden mehr und mehr solche Vorfälle auftreten, die sich gegen die Natur von Dharma richten. Und deshalb den Vorstoß machte, dass solange die Schüler des Buddha noch da sind, dass man sich alle treffen möge, um alle Dharmas des Buddha zusammentrage, damit in der Zukunft alle Lebewesen noch Zugang zu Dharma haben. Und dass niemand daherkommen könne und die Worte des Buddha und seine Lehrabsicht verfälsche und andere Lebewesen verwirre, sodass man eben fehlerfrei den Dharma noch weiter zugänglich habe. So war sein Hauptziel dabei, so wie es dieser japanische Gelehrte sagt, war sein Ziel, dass nachdem der Buddha in Parinirvana gegangen ist, dass die Bhikshus sowie Upananda von Gedanken getragen waren, dass das eine gute Geschichte sei, dass der Buddha nun fort sei, denn darauf gegründet dann eben Mahakasha sich stützte, dass man alle die Worte des Buddha zusammentragen müsse, um die Worte des Buddha stabil in dieser Welt verweilen zu lassen. Die zweite Position war nun, dass wenn man sich nicht darum kümmere und die Lehre des Buddha in Besitz nehme, dann würde sie verschwinden, so wie ein Regenbogen sich im Raum auflösen, und es würden immer mehr falsche Darsteller und Scharlatane erscheinen. Und so wäre es dann notwendig, eben dies zu verankern und klar und festzulegen, was die Lehre des Buddha ist. Das ist die Lehre oder die Position von Hikarawa Akira, dem japanischen Gelehrten. Und was sie sagt, ist, dass nach dem Parinirvana des Buddha, wenn man dann den Dharma einfach so belassen würde, ohne was daran zu tun, dann würde es einfach verschwinden, so wie ein Regenbogen sich im Raum auflöst. Und das ist die Furcht dahinter. Und ein Gelehrter sagt, die Worte des Buddha würden dann eben, wenn nicht festgelegt, von Scharlatanen und falschen Darstellern korrumpiert und so weiter. Das ist diese Position. Die dritte Position hier ist, einige Leute haben gesagt, jetzt sind wir endlich frei von diesem Lehrer, der so streng und wenig fürsorglich ist. Und um solche Leute Meinungen sich nicht durchsetzen lassen, hat Mahakashyapa eben darauf, nach seinem Erstaunen darüber, doch beschlossen, man müsse eine solche Konferenz abhalten, so ein Konzil. Derjenige, der dies sagt, ist der S.R. Goyal, der indische Gelehrte, und der Mönch, der so etwas gesagt hat, ist Upananda. Und was er praktisch darin ausdrückt, ist, dass Upananda sagt, eben dieser Lehrer hat sich nie richtig fürsorglich um mich gekümmert, so der war sehr streng und hat uns die ganze Zeit damit geplagt, in aller Striktheit dies halt zu tun und dies halt zu lassen und so weiter. Und das waren aus der Sicht von Mahakashyapa außerordentlich respektlose Worte ohne Wertschätzung, und wir müssen dringend die Lehre des Buddha zusammenzufassen, wenn sonst werden diese Leute hier die Überhand gewinnen. Das war aus dieser Sicht die Absicht von Mahakashyapa. Zunächst hatte Mahakashyapa nicht den Gedanken, dass man ein solches Konzil abhalten könne, aber aufgrund von Personen wie Upananda, der solche respektlosen Dinge daher sagte, da hatte er keine Wahl, als ein solches Konzil einzuberufen.
hatte die ganze Zeit das starke Empfinden, dass es keine andere Wahl gäbe, als solches Konzil einzuberufen. Der zweite Hauptpunkt, über den ich sprechen möchte, ist die Wahl des Ortes für das Konzil. Da gibt es leicht verschiedene Positionen darüber. Und das erste ist wieder Umanda Kyokai, der es so beschreibt. Ein bisschen merkwürdig, ich versuche mal es darzustellen. Er sagt, und Buddha ging davon, dann auch Shariputra und Maudgalyana und Mahakashapa ging ja zu dem Ort, wo Buddha in Parinirvana ging und hat dann die Überreste verbrannt und dann vorgeschlagen, dem Sangha angetragen, dass man zu Rajakriya ziehen sollte, um dort das Konzil abzuhalten. Jeder hat sich damit einverstanden erklärt und so sind sie dorthin gezogen und sind sie nach Rajakriya gegangen. Ein englischer Gelehrter, A.K. Warder, sagt dazu, der Grund, Rajakriya dafür auszuwählen, war der, dass, und mehrere Gelehrten haben dieselbe Idee, weil Rajakriya zu jedem Zeitpunkt eine große Ansiedlung war. Und weil sie an einem einzigen Platz sich aufhalten müssen, wenn es dann nicht eine größere Stadt war, wäre das etwas beschwerlich gewesen. Und wenn man so viele Leute zusammenbringen muss an einem einzigen Ort für eine so lange Zeit, dann wäre das besser in der Nähe einer größeren Ansiedlung. Deshalb haben sie Rajakriya ausgewählt, so sagt A.K. Warder und einige Gelehrten halten dieselbe Position. In jedem Fall aber sagt der japanische Gelehrte Kyokai, Mahakashapa machte der Gemeinschaft den Vorschlag, diese erste Konferenz einzuberufen in Rajakriya. Und so haben sich dorthin begeben und der damalige König, der dort in Magadha residierte, war Ajatashatru, der zuerst nicht so sehr davon eingenommen war, aber später, weil sein Vater dieses begründet hatte, aber er hat dann später Bedauern empfunden, hat sich dann der Lehre des Buddha angeschlossen und diese Gelegenheit dort gesponsert, diese Konferenz. Und außerhalb der Stadt, dann an einem Ort, der die sogenannte siebenblättrige Höhle genannt wird, Sanaptaparna, da unter dem Berg Vaibhara, da haben sie also ein Kloster gebaut und haben so sich eingefunden. Und der Zeitpunkt, wo sie damit begannen, das war also in dem Sommer, nachdem der Buddha davon gegangen war. Es war der zweite Tag des Ashada, des zweiten Sommermonats, also des zweiten Regenmondes. Das wäre also der 17. Juni nach dem japanischen Gelehrten. Die zweite Position hier bezüglich Zeitpunkt und dem Ort ist hier nach S.R. Goyal. Und es gibt auch einen anderen indischen Gelehrten, dem Namen N. Dutt, der sich Goyals Meinung anschließt und sagen, da gab es 4 Stadien, nachdem der Buddha gegangen war. In der Sangiti, die eigentliche Gruppenwiederholung oder das Sprechen alter Worte des Buddhas, war das vierte Stadium, nachdem all die anderen Vorbereitungen getroffen waren. Und nach den Berichten in der Pali-Literatur ist es so, dass das erste Konzil abgehalten wurde nach dem Parinirvana des Buddhas und der Ort war Rajakriya unter der Schirmherrschaft des Königs Ajatashatru während der
Klausurzeit. 3 Monate nach dem Parinirvana, das ist deshalb, weil der Buddha im 2. Monat davon ging und sie im 4. Monat begann. Und das eigentliche Aussprechen der Worte des Buddhas, gemeinsame Sprechen, begann dann im 4. Monat. Und danach haben sie dann, das war dann im 5. Monat, dann diese Zusammenstellung, die Samgiti. Und das so ist es in dem 11-teiligen Kantaka, der Theravada-Vinaya-Version, auch dargestellt und auch in den Geschichten von dem großen Kontinent und verschiedenen anderen Geschichten, die auch über dieses erste Konzil sprechen und berichten von chinesischen Pilgern, die wie Fa Xian und dergleichen, Tan Shen Chang und der Meister Yiding und andere chinesische Pilger, die in ihren Reiseberichten über dieses erste Konzil kundtun, insofern wahrscheinlich die verlässlichste historische Quelle darstellen. Die dritte Meinung ist die des französischen Gelehrten Etienne Lamotte. Lamotte sagt, dass im Mahakashapa und der Sangha sich darüber unterhalten hatten, kam es zu dem Schluss, dass sie sich im Sommer in Ratagriha, in der Hauptstadt von Magadha, einfinden sollten, um dort ein Konzil abzuhalten über Dharma und Vinaya. Und als sie dann nach ihrem Entschlusse dort tatsächlich ankamen in Ratagriha, dann haben sie zunächst einen Monat dieser Regenzeitperiode damit verbringen müssen, die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen. Also danach wären sie im 2. Monat soweit gewesen, mit dem Konzil zu beginnen. Soweit zu Zeit und Ort. Dann kommt der dritte Punkt, nämlich über die Teilnehmer an diesem Konzil zu sprechen. Da gibt es auch wieder verschiedene Anschauungen darüber. Der japanische Gelehrte Gyokai spricht von 500 Arhats, einschließlich Mahakashapa, und die von ihm geleitet, dort 500 in der Zahl. Lamotte sagt, dass Mahakashapa und 499 plus Ananda die Zahl sei. Da wären es 501 Bhikshus gewesen. Der indische Gelehrte Goyal hebt aber die Zahl der teilnehmenden Bhikshus an, dass sie 500 Arhats aus vielen, vielen anderen aus der großen Gruppe von allen Mitgliedern des Sangha 500 ausgewählt haben für dieses Konzil. Und als sie zuerst diese 500 auswählten, war Ananda dann noch nicht darin mit eingeschlossen. Aber einige sagten dann, einige Bhikshus, dass obwohl Ananda zu dem Zeitpunkt kein Arhat gewesen sei, dass er eben dann doch so viel Dharma gehört habe und ganz viel Gewissheit in Dharma und Vinaya habe, und so sollte er auch daran teilnehmen müssen. Unbedingt solle er auch daran teilnehmen. Aus diesem Grund habe dann Mahakashapa gegen einen anfänglichen Widerstand es schließlich erlaubt und Ananda mit hineingenommen in diese Gruppe. So sagt es. Aber eine andere Erklärung sagt auch, vor Anandas Teilnahme an dieser gemeinsamen Rezitation aller Sutras habe er schon vorher den Arhat-Zustand erlangt. Und einige sagen, er habe verschiedene Schwierigkeiten gehabt aneinander, nachdem er diesen Dharmas und das Vinaya und so weiter ausgesprochen habe. Aber da gibt es verschiedene Geschichten, die Geschichte des großen Kontinents, die große Geschichtsschreibung, die von Buddha Ghoshas, Samantaka,
Pasadika, Samantha Pasadika und dann Mahavastu und so weiter. Aber alle diese Schriften künden nichts davon, dass Ananda hier irgendwelche Dinge beschuldigt worden sei. So hat er tatsächlich auch ein bisschen Zweifel daran, ob tatsächlich hier angeschuldigt worden ist. Er hat seine Zweifel daran. Das ist eigentlich alles, was ich heute sagen wollte. Und so wie bereits angekündigt, morgen ist ein freier Tag und der Tag danach, übermorgen, das würde dann der 14. Tag unseres gemeinsamen Sommerdammers hier sein. Und ich denke, dass ich an diesem Tag übermorgen abschließen werde. Und dann nach einigen Tagen später, da gibt es also erstmal ein paar freie Tage und danach am 11. werden wir Shakyamuni Puja gemeinsam abhalten. So ist der Plan bisher. Vielen Dank.